Wow, wir lieben, herzlich willkommen zu Hour of Prayer. Es ist Dienstagmittag und wir beten miteinander. Vielleicht schaust du es auch später an. Danke vielmals, seid ihr dabei. Und wir beten jedes Mal, bevor Hour of Prayer beginnt, dass der Heilige Geist kommt, dass er uns erfüllt, dass er mit neuer Kraft kommt, dass er Durchbrüche schenkt, weil das motiviert uns. Und genau deswegen sind wir mit Hour of Prayer zusammen. Genau. Ich beginne mit einem Gebet, dass der Heilige Geist uns leitet, uns führt, uns Impulse gibt, auch Gebetsanliegen, Gedanken gibt, die uns in dem Sinne sehr, sehr ermutigen. Vater, ich danke dir einfach für diese kostbare und wunderbare Zeit, dass ich weiß, wir können uns direkt an diesem Himmel andocken. Es ist wie so ein Stecker, den man in die Steckdose hineinplackt. Zu sagen, wir sind jetzt verbunden mit der höchsten Instanz, dem Schöpfer, der Allmächtige, der Allwissende, der allgegenwärtige Gott im Himmel. Und ich danke dir, dass du unsere Seele, unseren Geist, unseren Körper befähigst und auch stark machst und auch berührst, weil du bist ein Gott, der in allen Dimensionen uns da abholt, wo wir sind, aber uns dahin bringt, wo Veränderung in unserem Leben stattfinden wird. Amen. 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 Du, jetzt hofft, doch, es leuchtet grün, das wollte ich sehen. Warum? Weil wenn sich grün leuchtet, dann hast du das Mikrofon, das nicht connected ist. Es nicht connected. Genau, heute geht es um Gewohnheiten. Wie kann man gute Gewohnheiten etablieren? Das ist ich habe festgestellt, nicht ganz ein einfaches Thema, weil es löst was aus, weil wir alle kennen so negative Gewohnheiten, die man über Jahre aufgebaut hat. Auch Gewohnheiten, wo man merkt, man kommt wie nicht los, es klebt an uns, es geht von uns wie nicht weg. Und ich glaube, es ist wichtig, am Anfang vom Jahr zu überlegen, wie kann ich dann Gewohnheiten etablieren? Wie kann ich Dinge mit der Hilfe von Gott auch anpacken oder auch ändern? So, wie kann man konkret Susanne gute Gewohnheiten etablieren? Das ist eine gute Frage und du hast am Sonntag schon darüber gesprochen. Also wir machen Hour of Prayer immer angelehnt an das, also meistens angelehnt an das, was wir am Sonntag hatten. Und wir haben heute wieder 5 Punkte mitgebracht, die wir zusammen durchbeten. Und der erste Punkt ist, stoppe den Auslöser. Ja, es gibt etwas, was das auslöst, dass man zum Beispiel negativ ist, man jammert, man betet nicht mehr, man liest die Bibel nicht mehr, man hat vielleicht Süchte, was auch immer das ist, gibt so Auslöser. Und es ist wichtig, dass man versteht, wo, wie, wann geschieht dann das konkret. Und das lohnt sich ein bisschen da auch, das Leben zu reflektieren. Das heißt, es braucht ein bisschen so einen Moment, wo man sagt, okay, ich schaue mal hin und überlege mir, was ist dann das Prinzip oder was ist der Ursache, dass es immer genau dann bei mir auslöst, dass ich zum Beispiel zu viel esse, auf den Sport verzichte, wieder reinrutsche in Gewohnheiten, die ich vielleicht schon mal losgebracht habe, die dann plötzlich so, boom, kommen wie so ein Klebe auf. Ja, und ich spreche dir zu, was in Römer 12, Vers 21 steht, weil da heißt es offensichtlich, dass es möglich ist, das Böse, das heißt, schlechte Gewohnheiten zu überwinden. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Das ist der Bibelvers, den wir ausgesucht haben, um Auslöser zu stoppen. Ich liebe diesen Bibelvers, weil es ist aktiv. Es ist aktiv, wo es sagt, wir sind nicht einfach ein Opfer der Umstände. Ich glaube auch, Gott lässt auch nicht auf alles zu, by the way. Er gibt uns diese Kraft. Das hört sich natürlich jetzt alles logisch an und sachlich an, weil sachlich gesehen sind eigentlich die Themen, die wir haben, einfach zum Lösen. Also wenn man ungesund isst, es ist einfach gesund zu essen. Wäre einfach, oder? Aber du merkst, es ist eine Kraft dahinter, es ist eine Gewohnheit dahinter, vielleicht auch etwas, was dir besser schmeckt oder nicht besser schmeckt. Wissen tut man das und nichtsdestotrotz, man merkt, dass eine Kraft da, das ist auch vielleicht etwas, wo ich wie merke, ich will das vielleicht auch gar nicht. Darum, lass uns einen Moment ein Gebet machen und einfach den Heiligen Geist bitten, was ist denn der Auslöser bei mir? Also an welchem Ort, zu welcher Zeit, welche Stimmung, welche Momente oder welche Menschen. Es gibt natürlich auch andere Auslöser. Willst du beten, Susanne? Ja. Und Heiliger Geist, hier sind wir. Führe mich an die Orte, wo ich immer wieder reintappe, die Orte, wo eine negative Gewohnheit unterstützen. Öffne mir die Augen, Heiliger Geist. Zeig mir, Heiliger Geist, welche Zeiten sind es? Ist es morgen früh? Ist es abends spät? Zeig mir die Zeiten, lass mich verstehen, wie mein Inneres funktioniert, damit ich den Auslöser stoppen kann. Und ich danke dir, himmlischer Vater, dass du mir
Hände gegeben hast, auch bildlich gesprochen, die jetzt im Namen Jesus diesen Stoppknopf drücken können. Und den Stoppknopf kennen wir ja alle von unserem Handy. Tack, das ist ein Knopfdruck. Zeig mir die Momente, zeig mir meine Stimmung, wo ich drin bin, wenn ich die schlechten Gewohnheiten wieder anfange. Öffne mir die Augen, dass ich Dinge wahrnehme. Und es beginnt mit dem, dass wir Dinge wahrnehmen. Wann habe ich diese Sehnsucht oder diese Gelüste oder was auch immer? Was sind das für Stimmungen? Was für Momente? Was sind für Menschen in meinem Umfeld? Heiliger Geist, du wunderbarer Ratgeber, sprich du jetzt zu uns. Yes, yes. Das ist ein mega wichtiger Punkt, weil mir ist bewusst geworden, wir sind nicht ein Opfer der Umstände, es sind ja die Früchte vom Heiligen Geist. Ich habe es am Sonntag gut erklärt. Und die Früchte ist nicht einfach so, man kann rauspicken, was man will, es ist ein Paket. Und es ist auch etwas, was wachsend ist. Früchte wächst und man kann auch ernten. Und das heißt ganz am Ende bei diesen Früchten, es gibt die Selbstbeherrschung. Galater Kapitel 5, Vers 22 und 23 heißt es, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Und ich liebe das, der Geist von Gott bringt Dinge hervor, die sind gut, die sind göttlich, die sind befähigend, die sind unterstützend. Also Liebe, dann Freude und Frieden und Geduld, dann kommt Freundlichkeit, es kommt auch die Güte, auch Treue ist eine Geistesfrucht, Nachsicht, dass man eben auch ein Feedback entgegennehmen kann, dass man auch Dinge sich sagen lässt und dann Selbstbeherrschung. Also das ist eine Frucht, dass wir eine Beherrschung von Gott bekommen haben und sagen, halt, stopp, das will ich nicht mehr. Also es ist wachsend. Ich möchte dir zusammen Mut machen. Es wächst in uns und es wird größer. Das ist das, was die Bibel sagt. So 2 Wörter, wo ich merke, die sind für mich ein bisschen herausfordernd, ist Geduld. Geduld habe ich nicht. Geduld ist etwas, was ich nicht gerne habe, weil Geduld bedeutet, man muss warten. Und ich habe es sehr gerne, wenn Dinge schnell erledigt sind. Man bespricht das und man packt es gerade an. Das heißt, Geduld ist etwas, wo ich merke, ich falle oft in die Gewohnheit hinein, dass ich dann was will und es geht länger und dann werde ich ein bisschen muffelig. Und da beginne ich zu kritisieren, zu jammern und der und das und die ist nicht gut. Und ich merke, da ist bei mir jetzt etwas, wo ich merke, bei der Gewohnheit einfach zu sagen, ja, gewisse Dinge gehen halt ein bisschen länger, aber dafür sind sie auch gereift. Ja, und ich finde es spannend, dass es heißt, bei diesem Punkt eben erstens stoppe den Auslöser. Das ist eine Aktivität, die ich tun kann. Ja. Und dann zweitens definiere neue Gewohnheiten. Das ist sozusagen, du stoppst etwas und du fügst etwas anderes anstelle dazu. Und das bedeutet immer du und ich, wir alle sind bei diesem Ändern von Gewohnheiten sowas von involviert. Das ist ein guter Punkt gesagt. Das ist immer so, wenn man etwas auskippt, ausleert oder wenn man auch einen Dämon auskickt oder Dämonen rauskickt, dann wird etwas leer. Es ist wie eine Wohnung, die ist leer. Das muss gefüllt werden mit den neuen Eigenschaften. Und die Bibel sagt, wenn man einen Dämon auskickt und das Haus wird nicht besetzt, kommen 7 zurück. Es ist noch schlimmer als vorher. Darum, wenn wir sprechen, dass man eine Gewohnheit ändert, muss sie ersetzt werden mit etwas Neuem und Göttlichem. Und darum muss man das klar definieren, was ist dann das Konkrete. Und ich habe am Sonntag den Punkt gebracht und ich werde es auch diesen Sonntag, der kommt, noch ein bisschen mehr erklären, an einem Fallbeispiel, wie man Gewohnheiten ändern kann. Bei mir ist das Sabbat, den freien Tag zu halten. Und das hat mit dem zu tun, bis vor Corona war das kein Thema. Wir haben Kinder, die haben bei uns gewohnt und so. Und da war immer Samstag, war klar, ist der freie Tag, das war gar kein Thema. Und dann haben sie geheiratet, sind ausgezogen und dann kam Corona auch noch by the way. Und seitdem haben wir viel mehr Zeit. Ich muss auch nicht mehr unbedingt immer zu Hause sein. Wie eine neue Freiheit. Und da plötzlich hatte ich viele Anfragen für Konferenzen und das und das. Und das mache ich alles mega gerne, gibt mir auch Energie. Und irgendwann so ganz schleichend war dann das Samstag weg. Und ich habe gedacht, ja, aber ich fliege da nach Hause von dem Event zu dem Event. Und habe gemerkt, aber nach Hause zu fliegen ist nicht Sabbat. Ich habe das immer so empfunden. Und ich habe das gesagt, okay, ich will den Sabbat halten. Und zwar aus dem Grund, damit meine Seele zur Ruhe kommt, damit mein Körper sich erholen kann, damit auch ich da überlege, was kann ich an diesem Tag machen, um auch die Familie, die Ehe nach vorne zu bringen. Also das ist ja ein wichtiger Punkt. Also als erstes, wenn man eine neue Gewohnheit will,
das Warum klären, die Motivation Ja, klären. warum? Und das ist jetzt ein klassisches Beispiel, was du erzählt hast mit dem Sabbat, dass das Warum zeigt. Weil das Warum, du hast es natürlich auch sag jetzt mal, Menschen, die nicht an Gott glauben, gibt es viele Motivationsvideos über Gesundheit, Ernährung, alle diese Dinge. Und es ist immer ein bisschen so, dann kannst du besser leben, länger leben, schöner leben, bla bla bla. Und ich finde das nicht falsch, wenn man ein bisschen eitel ist, dass der Körper abgeht, aber der ganze Punkt ist ein bisschen auf mich fokussiert, dass mein Körper, mein Leben ist das Zentrum. Und in meinem Zentrum ist nicht mein Körper, es ist dieser Gott im Himmel. Und das hat aber dann zur Kehrseite, dass natürlich viele Christen sagen, ja, da spielt der Körper ja gar keine Rolle, alles spielt keine Rolle. Und ich glaube eben doch ist es wichtig zu sagen, warum möchte ich zum Beispiel fit werden? Wieso will ich nicht mehr jähzornig sein? Wieso möchte ich treu sein? Weil ich mit dem sage, ich möchte für Gott das beste Gefäß sein, das es gibt. Weil jedes Mal, wenn eine schlechte Gewohnheit reinkommt, es bremst etwas in mir. Es zieht wie die Handbremse an. Und ich glaube, die Motivation ist das, die Handbremse zu lösen, um einfach da auch in der voller Energie für Gott Gas zu geben. Und darum, das Ja. ist die Frage, warum? Warum? Und dann ist die Frage, wer will ich werden? Und hier möchten wir gerne hineinbeten. Ja. Wer will ich dann werden? Und während du dir überlegst, wer du bist mit deiner schlechten Gewohnheit und du hast jetzt den Stoppknopf gedrückt, vielleicht spürst du es noch nicht, aber du hast die Entscheidung in die richtige Richtung getroffen. Und dann, wer willst du werden? Und wir fragen den Heiligen Geist, Yes. dass er dir zeigt, dass er dir eine Sicht gibt, wer du bist, wer du werden kannst mit einer neuen Gewohnheit. Und Heiliger Geist, es heißt, du bringst das Gute in meinem Leben hervor und ich empfange das Gute, wenn ich plötzlich eine Person bin voll Liebe, eine Person voll Freude, Yes. eine Person, die einfach voll ist mit Frieden, die voll ist mit Geduld, die gefüllt ist mit Freundlichkeit, mit Güte, die gefüllt ist mit Treue, mit Nachsicht, mit Selbstbeherrschung. Wie sieht so eine Person aus? Du gibst mir eine neue Identität. Ich fange an, mir diese Identität vorzustellen, weil das hat Einfluss, wie ich dann handle und was ich tue und was ich nicht tue. Nicht einfach das Alte weg und das darf nicht sein, dann bin ich immer noch auf das Alte fokussiert, sondern hilf uns, Heiliger Geist, schenk uns ein Bild, wo entsteht in meinen Gedanken, wie du mich siehst mit meiner neuen Identität. Ja. Am Beispiel, wenn du zum Beispiel sehr undankbar bist, du merkst, du bist sehr kritisch, du bist immer negativ zum Beispiel, dann kann es sein, dass du sagst, ich bin ab jetzt friedselig. Und das bedeutet, dass du sagst, ich bin nicht negativ, ich bin nicht Kritik, ich spreche nicht von Feedback, aber dass man immer bei allem das Haar in der Suppe findet. Das wirst du auch, wenn du suchst, wirst du es immer finden. Merkst du, dass Leute sind nicht gerne um dich herum, weil es ist immer eine negative Atmosphäre. Dann kannst du sagen, okay, Dankbarkeit. Ich werde eine dankbare, positive Person werden. Und das bedeutet ganz konkret, dass du sagst, ich werde und bin. Weil da, wo man hinschaut, das, was man proklamiert, da schaut man in dem Sinne hin, da geht man auch hin. Und das Problem ist immer, Buße heißt ja Umkehre mit der Neue. Man dreht sich um 180 Grad um und man schaut, sorry, das neue Ziel an in dem Sinne. Man sagt, genau. Soll ich Wasser alles gut. rausholen? Ich hatte vorhin schon im Kaffee so ein Staubkorn. Aber man schaut das Ziel an, da wo man hingehen will, bedeutet nicht, dass man dann sofort das isst, was man anschaut. Aber die Sonnenblume sieht aus wie die Sonne, weil sie die Sonne immer anschaut. Und ich finde es ein wunderbares Bild. Man schaut in die richtige Richtung und man bewegt sich dann auch in die richtige Richtung. Also man ersetzt das mit einer neuen Gewohnheit. Und dann kommt das Dritte, dass man sich überlegt, gibt es eine Wurzel, gibt es eine Ursache, dass ich zum Beispiel Süchte habe, ich keine Disziplin bekomme oder immer noch die alten Muster habe von Untreue, du kennst deine Themen, musst jetzt gar nicht auf das reingehen. Und die Frage ist, kann es was geben, das in meiner Vergangenheit geschehen ist, dass ich so negativ reagiere? Zum Beispiel, wenn du betrogen worden bist, das hat so einen Schmerz in dir ausgelöst, kann es sein, dass du nicht mehr vertraust. Das heißt, bei jeder Person, die kommt, du hörst schon gar nicht richtig zu und du glaubst der Person schon gar nicht mehr. Und eigentlich heißt, alle sind genau gleich. In deinem Herzen gibt es wie eine Distanz. Und jetzt merkst du, wenn du sagst, ich werde Leute wieder vertrauen, ist das, was du aufgeschrieben hast. Aber unten beim Eisberg gibt es eine Geschichte, ich habe nicht vergeben, ich habe den Schmerz nicht angeschaut. Das heißt, wenn dieser Schmerz nicht geheilt und gelöst wird, wirst du auch das Vertrauen in andere Menschen gar nicht mehr setzen können, weil du eben sagst, wenn ich ehrlich bin,
alle sind so. Und das ist nicht fair, weil es ist nie, dass alle so sind. Also darum, das ist für mich eine sehr, sehr tiefe Frage, wo man den Heiligen Geist einfach fragen darf, gibt es eine Wurzel? Was Ja. ich nicht gerne habe, ist, wenn man grübelt, wenn man grabt und sucht, bis man was gefunden hat. Ich sage immer, schau, Heiliger Geist, du kennst die Themen, gib mir eine Offenbarung, Ja. weil ich will da nicht tausendmal meine ganze Geschichte alles nehmen. Ich glaube, dass der Heilige Geist dir eine Offenbarung gibt. Darum die Gabe der Prophetie, dass man die Sichtweise Gottes ausspricht, oder auch die Gabe der Weisheit, dass man plötzlich eine Erkenntnis hat über etwas. Das ist das, was ich mit dir zusammen beten will, dass der Heilige Geist, wenn es eine Wurzel gibt, es ist nicht immer eine Wurzel, aber es ist oft eine Wurzel. Und Das- das Spannende ist ja, dass es genau, wenn wir uns die neue Identität beginnen vorzustellen, wie es ist, hilft es uns auch, weil wir merken, oh, da steckt mehr dahinter, das kann ich gar nicht. Und Was? oh, Danke. danke, Julia hat Danke. uns Wasser gebracht. In Jakobus 5, Vers 16a heißt, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und genau das wollen wir jetzt tun. Vielleicht schreibst du das auf, was du merkst, wo etwas an der Wurzel deiner Identität krank ist, ungesund ist, wo du Sünde in deinem Leben duldest, und das hat dann plötzlich Auswirkungen an einem ganz anderen Ort. Ja, genau. Also wir beten für eine Offenbarung, und das ist ja der Power im Heiligen Geist. Er offenbart Dinge. Heiliger Geist, ich danke dir einfach, dass du geschickt worden bist von Jesus. Jesus hat gesagt, es ist gut, also der Vater hat dich geschickt, aber Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil sonst kommt der Geist Gottes nicht, der Tröster. Er wird euch leiten in alle Wahrheiten, also in alle diese Dinge. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, wenn es etwas gibt in meiner Vergangenheit, in meiner Wurzel, wo Dinge geschehen sind, die ich wie etabliert habe, es konnte es negativ wachsen, dann gib mir eine Offenbarung, dass ich diese Dinge einfach rausziehen kann. Oder auch das einem Gebet lösen kann. Weil dann wird es plötzlich ganz, ganz einfach, wenn man wie die Wurzel sieht, man kann sie einfach rausziehen und dann hat das keine Kraft mehr. Da braucht es wirklich diese Offenbarung, diese Erkenntnis. Und das ist jetzt eben der Punkt, was ich eben feststelle. Es ist manchmal so, dass man nicht einfach einmal was fragen und Gott sagt etwas, weil der Glaube an Jesus ist eine Beziehung, ein Miteinander, eine Gemeinschaft. Und es ist eben nicht so, dass immer ich eine Frage stelle und Jesus gibt sofort eine Antwort, weil wir haben die Tendenz, ich spreche von mir, dass man an Problemen kommen, Jesus löst das und dann gehe ich wieder. Aber eine Freundschaft ist mehr in dem Sinne, als einfach immer nur die Probleme zu lösen. Und darum glaube ich auch, dass es Momente auch gibt, wo wir ein bisschen auch länger über etwas nachdenken, bis man die Erkenntnis hat. Und die Erkenntnis kommt irgendwann und dann kann man ganz bewusst einfach das lösen im Gebet, sagen, Vater, ich vergebe ihm oder bitte, ich bitte um Vergebung, wo ich bewusst vielleicht Dinge falsch gemacht habe, über die Grenze gegangen bin und man plötzlich merkt, durch das hat sich was etabliert in mir, wo nicht gesund geworden ist. Zum Beispiel, wenn man ist Single, man ist alleine, irgendwann plötzlich das Gefühl hat, ja, ich bekomme ja keinen Partner, keine Partnerin, darum steht mir das zu und dann plötzlich man in Dinge verfällt von Alkohol, von Pornografie, you name it, wo du dann merkst, du bist am Ende leerer, als du eigentlich mit dem gestartet bist. Wie eine Lüge dann reinkommt, ich habe es in dem Sinne verdient und das steht mir zu in dem Sinne. Also und wenn man als nächsten Schritt, wenn man die Wurzel angepackt hat und vor Gott bekannt hat, auch vor anderen Menschen, wo du vielleicht jemanden in der Small Group hast, den du vertraust und das aussprechen kannst, dann mach das zusammen. Dann kommt der 4. Schritt. 5 haben wir. Zweitletzter Schritt, beginne mit kleinen Schritten. Das ist die Klassiker. Dieses Bild habe ich schon gefühlt 100-mal gezeigt. Aber jedes Mal, So wahr. wenn ich das sehe, denke ich, es ist so ein einfaches Bild, so logisch, weil ich bin vor einigen Jahren auf das Jungfraujoch geklettert, das ist keine Wanderung, und ich ging am Morgen zu schnell los. Und dann hat unser Leiter gesagt, hey, wenn du so weitergehst, du bist in der Hälfte Game Over. Wow. Und dann hat er gesagt, du musst ganz klitzekleine Schritte gehen. Dann habe ich gedacht, da werde ich gar nicht müde. Und dann hat er gesagt, wenn du ganz viele kleine Schritte gehst, in einem Tempo, das langsam ist, wirst du raufgehen und auch wieder runtergehen. Das war für mich ein Learning bei all dem. Und du siehst ja die Leiter, wenn man das unterteilt in klitzekleine Dinge, ist es plötzlich einfach.
du wirst das Ziel erreichen, während die großen Tritte du fast nicht hinkriegst und sagst, das mache ich nie mehr. Und es ist eben, wenn man auch Bücher liest über Gewohnheiten ändern, dann sagen alle immer eine Sache und sie muss klein sein. Das hört sich am Anfang an wie Unglaube. Es hört sich wie an, ja, ich packe das gar nicht richtig an, ist eben gar nicht der Punkt. Es heißt in Zachariah Kapitel 4, Vers 9, und ich liebe es, heißt, wer über die kleinen Anfänge enttäuscht war, wenn du denkst, ja, der kleine Schritt, das geht nirgendwo hin, der wird sich noch von Herzen freuen, wenn du das Resultat am Ende gesehen hast. Das ist ein mega, mega cooles Bild. Und jetzt ist die Frage ganz konkret, zum Beispiel für mich hat es bedeutet, den Sabbat zu halten. Wie habe ich das gemacht? Ich habe dann meine Agenda genommen und habe gemerkt, ich habe viele Zusagen gemacht und ich kann das nicht einfach auf einen Knopfdruck ändern, weil ich ja Zusagen gemacht habe. Dann habe ich überlegt, okay, wo kann ich jetzt nochmals einen Raum schaffen und habe dann in den Monaten, die kamen, habe ich dann in einem Monat zwei Samstage hingekriegt und dann waren es 3. Und jetzt ab dieses Jahr ist es jede Woche habe ich den Sabbat drin, aber ich habe das nicht umstellen können auf einen Klaps, Ja. weil eben, es ist eine Geschichte, ich hatte zugesagt und was ich nicht gerne habe, wenn ich zugesagt habe, ist es mein Problem, das muss ich lösen. Aber ich habe da schon die ersten kleinen Erfolge erlebt und gemerkt, es ist eigentlich noch mega cool, so ein Sabbat. Wir waren dann in die Stadt, wir gingen laufen, an einen wunderbaren Ort, gingen essen. Das ist eigentlich noch mega cool. Und das hat mir dann auch die Sehnsucht gegeben, ja, es tut mir gut, ich blühe wieder auf. Also die kleinen Schritte, die muss man in dem Sinne gehen. Ja, und wir stehen auch schon wieder vor der Fastenzeit, haben wir gerade heute besprochen. Und auch die Also Fastenzeit. im März. Ja, das sind jetzt noch 4 Wochen. Wir haben im Buch extra 10 Tage freigelassen, damit wir On-Life-Zeit haben. Das geht alles ins gleiche Thema hinein. Ich kann nicht heute entscheiden, fast nicht, dass ich morgen fasten werde. Dann habe ich den Kühlschrank voll, einfach um da noch mal ein Beispiel zu bringen mit diesen kleinen Schritten. Dann habe ich den Kühlschrank noch voll, dann muss ich zu viel Essen wegschmeißen, dann habe ich noch Essen mit anderen abgemacht, wo irgendwie dann auch quer kommt. Das braucht einfach diese Vorbereitungszeit. Ja. Und da hinein spreche ich, was du schon vorgelesen hast, die kleinen Anfänge. Gott im Himmel, lass uns diese kleinen Anfänge nicht verachten. Lass uns das nicht verachten, dass wir kleine Schritte gehen, weil sie führen uns in die richtige Richtung und dahin, wo wir am Ende landen. Lass uns nicht frustriert sein, wenn wir das Gefühl haben, ach, ich komme ja gar nicht vorwärts, jetzt habe ich dieses Ziel, jetzt habe ich diesen Vorsatz vom neuen Jahr und es führt nirgendwo hin. Nein. Wer über die kleinen Anfänge enttäuscht war, der wird sich noch von Herzen freuen. Yes. Gib uns Kraft in diese kleinen Anfänge. Gib uns Kraft darin, wenn wir einfach 1 Minute früher aufstehen und dieser 1 Minute einen Bibelvers lesen, wenn das Ziel ist, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Lass uns freuen über die kleinen Anfänge. Ein Gebet mit dem Ehepartner am Sabbat zum Beispiel. Yes. Danke Gott, dass du die kleinen Anfänge segnest und etwas festmachst in unserem Herzen, dass diese Wurzeln von den guten Gewohnheiten wachsen können. Ja. Und ich segne dich auch, dass der Geist Gottes dich kreativ macht und dir die kleinen Schritte offenbart. Und es ist eben mega klein, aber dass der erste Schritt sagt, ich schaue in die richtige Richtung und ich habe mich in die richtige Richtung bewegt. Das ist wie ein Auto, das in einer Spur ist, wo man nicht mehr rauskommt, nur den Winkel, klitzekleine, nur 1 Millimeter verändert und es fährt. Es ist eine Frage von der Zeit und bist auf einer anderen Spur. Ich liebe es beim Auto, es braucht nur ganz wenig und du merkst die ersten paar Meter keinen Unterschied, aber sag jetzt mal nach 500 Metern am Kilometer plötzlich bist du auf einer anderen Spur, weil es ganz schleichend geht. Das ist eben die richtige Richtung. Darum das 1% oder das 1% ist, was alle sagen, das ändert unser Leben und du hast ein Erfolgserlebnis. Dass der Geist Gottes dir jetzt effektiv einfach zeigt, was du machen kannst. Diese eine Sache. Zum Beispiel ein Schritt war bei uns, wo ich gemerkt habe, dass unsere Worship-Tours nicht am Dienstag beginnen, sondern am Mittwoch. Also wir haben einen Tag jetzt weggenommen. Die Tour ist immer noch lange,
Aber der einen Tag, den wir weggenommen haben, merke ich plötzlich, die Arbeit geht auf bei uns im ICF, weil es war immer dann sportlich, wir hatten Meetings und dann musste ich am Nachmittag noch nachfahren. Es ging immer und dann war ich total müde am Dienstagabend an der ersten Location, wo wir gewesen sind. Also merkst du auch, wir haben auch eine Sache weggenommen, ohne das ganze Prinzip total auf den Kopf zu stellen. Interessant. Ja, und dann haben wir den letzten Punkt, also der erste. Lass uns das nochmal zusammen aufzählen. Stoppe den Auslöser. Das zweite ist, definiere neue Gewohnheit klar. Das dritte ist, gehe an die Wurzel des Problems. Das vierte ist, beginne mit einem kleinen Schritt. Ja. Hier, dieses berühmte Bild. Ich glaube, es ist auch im Kopf. Und dann das fünfte ist, halte es so einfach wie möglich. Das tönt auch irgendwie so wie, was, so einfach. Du denkst, das ist zu wenig anspruchsvoll für mich, da mache ich nicht mit. Aber warum so einfach wie möglich? Ja, weil es muss ein Erfolgserlebnis sein. Man muss es mit etwas verbinden, das man gerne macht, sonst bleibt es ein Fremdkörper. Oder zum Beispiel, ich habe das Beispiel gebracht, wenn du, nachdem ich einen Kaffee getrunken habe, zum Beispiel, lese ich ein Kapitel in der Bibel. Oder nachdem ich geduscht habe, gehe ich in eine Anbetungs-, in eine Worship-Zeit, in eine Gebetszeit. Zum Beispiel bei mir ist so, während ich zur Arbeit fahre, mache ich Fürbitte. Ich bete für das ICF, ich bete für unsere Church, für die Leute, für Weisheit, alle diese, das mache ich während der Autofahrt. In dem Sinne, ich habe das aufgeteilt, Dinge, die ich mache, statt dass ich dann Radio höre oder irgendetwas mache, ist das ein Gebet. Also ich habe das immer etabliert in etwas, was ich schon mache. Unter der Dusche zum Beispiel mache ich Dankbarkeit, bin immer dankbar für den neuen Tag. Auch wenn ich müde bin, wenn ich vielleicht nicht mal motiviert bin, ich sage Gott, es ist ein mega Vorrecht, dass ich das überhaupt machen darf. Also es ist immer kombiniert mit etwas, was du eh schon machst. Dann ist es kein Fremdkörper, sondern es ist integriert in etwas, was dann irgendwann ein Teil von dir wird. Weil ich habe es gelesen, Daniel hatte 3-mal pro Tag gebetet, wie es seine Gewohnheit war. Es war sein Habit. Also er hat ja eine Not gehabt mit Nebukadnezar. Und bei der Not ist dann schon so, dass wir beten. Das ist ein SOS-Gebet, ein Notruf. Das ist auch ein wichtiges Gebet. Das Gebet gibt es auch. Das Gebet ist gerechtfertigt, aber es ist nicht die Norm. Aber es heißt, dass er ging zu beten, wie es seine Gewohnheit war. Er hat Dinge etabliert beim Morgen, beim Mittag, beim Abend, eine Routine. Die Bibel sagt kein Wort, wie lange. Es sagt auch nicht, hat er ein Gebetsbuch, aber es war seine Gewohnheit. Es war kombiniert mit etwas, was er macht. Und das ist mega wichtig, sonst bleibt es immer ein Kampf, dass man etwas hinzufügt, statt etwas zusammennimmt als ein Paket. Ja, und da ist auch der Heilige Geist einfach der wunderbare Ratgeber. Und lass uns da hineinbeten. Ja. Heiliger Geist, du kennst Yes. mich durch und durch. Bevor ich irgendetwas sagen will, meinen Mund öffne, weißt du schon, was ich sagen will. Du hast mich geschaffen, meinen Yes. Körper, meine Seele, himmlischer Vater. Alles an mir hast du gemacht. Und jetzt, Heiliger Geist, sprich du da hinein in mein Leben. Zeige mir, wo ich Dinge kombinieren kann. Yes. Zeige mir die neuen Gewohnheiten und wo, dass ich sie an etwas anhängen kann. Yes, Gib mir ein Bild, gib mir einen Blick dafür, Heiliger Geist. Jetzt kommt gerade der Pöstler. Leo muss so schnell unterschreiben. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist, dass du uns hilfst, nur diese eine Sache zu ändern. Leo, Die Leo, 2-Minuten-Regel Leo, ist auch eine gute Regel, weil das heißt, das bedeutet, dass du einfach 2 Minuten etwas machst und dann kannst du erhöhen und dann kannst du das wieder ausbauen. Das andere ist eben, haben wir gesagt, bestehende Routinen zu nutzen. Heiliger Geist, wir öffnen unsere Gedanken für deine Yes. Gedanken. Für deine Gedanken. Wir machen uns auf. Wir legen die Karten auf den Tisch, Yes. dass du reinsprichst, dass du, ich sehe einfach, wie der Heilige Geist eine Karte von ganz da drüben, bildlich gesprochen, nimmt und hier hin tut. Und genau das erwarten und erbitten wir für unser persönliches Leben, wenn es darum geht, neue Gewohnheiten zu entwickeln. Yes.
war lustig, jetzt haben wir gebetet und der Postmann kam rein, ich musste unterschreiben, habe gedacht, das ist genau das, ich habe das kombiniert, den Punkt, den wir eigentlich da gesagt haben, etwas kombiniert, was wir eigentlich gerne machen. Ich möchte gerne zum Ende dich segnen. Wir haben diesen Sonntag die Leute geölt in der Celebration und ich weiß nicht, ob du online zugeschaut hast oder was auch immer. Du kannst einfach deine Hand auf deine Stirn legen und ich möchte das ganz bewusst, ich salbe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich salbe dich auch, dass im Angesicht meiner Feinde deckt Gott einen Tisch und er ölt mein Haupt mit Öl. Und man hat ein Schaf geölt, damit die Fliegen in der Herbstweide nicht in die Nasen, nicht in die Ohren reinkamen, um da dann Eier zu legen im Hirn, sondern man hat sie beschützt und bewahrt, damit die Fliegen, ich sage jetzt alle auch mal das Böse, die Angriffe nicht hineinkommen kann. Und ich segne dich in diesem Jahr mit Gesundheit, dass der Geist der Krankheit nicht in dich hineinkommen darf und wird. Ich segne dich auch mit dem Geist vom Segen, dass kein Unglück dich treffen wird, die bösen Anschläge. Das heißt in der Bibel im Alten Testament, die bösen und hinterlistigen Anschläge bei Tag und bei Nacht. Ich beschütze dich mit dem, dass diese Anschläge dich nicht treffen werden. Ich segne dich auch, dass dein Eingang und dein Ausgang ist beschützt. Und da, wo wir Schwächen haben, da, wo wir nicht stark sind, da, wo unser Fleisch noch immer regiert, möchte ich dich bitten, Vater, schicke Engel, um mich da zu bewahren, wo ich immer noch schwach bin, damit diese Tore bewacht sind und der Feind nicht einfach hineinlaufen kann, weil niemand diese Tore bewacht. Also Tore bewachen war ein Job gewesen, auch in diesen Städten, damit niemand reinkommt und niemand rausgeht, der nicht hineinkommen darf oder der nicht hinausgehen darf. Also ich möchte ganz bewusst jetzt, also ich werde bewusst deinen Eingang und auch deinen Ausgang segnen in diesem wunderbaren Namen von Jesus Christus. Ich bete auch, dass an deiner Arbeitsstelle deine Ressourcen gesegnet sind und ich bete auch, dass deine Finanzen wachsen werden im Namen von Jesus Christus, dass du erleben wirst, noch einmal mehr in diesem Jahr, er ist mein Versorger. Und Paulus sagte, ob ich wenig oder viel habe, ich sage ihm danke, dass du bist mein Versorger. Und während ich jetzt einfach bete für diese Gunst Gottes, für auch einen neuen Durchbruch, dass Gott dich auch verbindet mit Menschen, die dich segnen, Menschen, die dir gut tun, bin ich einfach dankbar, dass du da etwas konkret in mir, durch uns einfach löst. Und du bist gesalbt von der höchsten Instanz, die es überhaupt gibt. Und Gelingen und Gunst ist etwas Wachsendes in dir, in uns. Und bewahre uns auch vor den Seuchen und auch vor Unglück. Und deine Engel mögen mich tragen, dass ich nicht mal meinen Fuß an einen Stein stoßen werde. Und das ist diese Salbung, die ich über dir ausrufe im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Wow. Amen. Schöne Salbung. Es tut doch so gut, wenn wir wissen, wir sind unter dem Einfluss Gottes und diese schlechten Gewohnheiten bringen uns weiter weg von Gott und gute Gewohnheiten bringen uns näher in die Beziehung mit Gott und genau da wollen wir hin. Vielen, vielen Dank, hast du heute eingeschaltet bei Hour of Prayer. Schaust du es noch nach, schickst du es weiter, schreibst die Dinge raus und damit wir alle Jesus ähnlicher werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In dieser Woche ist ja Dave dran mit Worship. Wunderbar. Heute zusammen mit Luca und dann nächste Woche Bibel lesen und nicht Bibel lesen und beten haben wir angefangen, Worship und dann Bibel lesen. Also mach's gut, Gott mit dir, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüss. Ciao.